1, 2, 3, Lumpi, komm mal da. 4, 5, 6, ich könnte Lukas Heck. 7, 8, 9, wird so eine Frau, dann ist er wunderbar sind. Buch vom kleinen Maulöff, die wusste wohl, wen ihm auf den Kopf gemacht hat. Von Werner Holzwart auf Wolf Erlbruch. So, weißt du, wen der Maulöff auf den Kopf gemacht hat? Du kennst dich hier so gut aus mit den Kopfgaben, die wir dabei gesehen. Ah, du weißt, wen war? Oh, da sind ich aber gespannt. Was du es? Was du es? Nee, ja. Nee. Ein kleiner Maulöff, der wissen wollte, wen ihm auf den Kopf gemacht hat. Von Werner Holzwart auf Wolf Erlbruch. Auf Peter Hammer Verlag. Wie der kleine Maulöff eines Tages sein Kopf aus dem Boden rausgestreckt hat, für zu gucken, ob die Sonne schon abgegangen war, da wurde passiert. Et war runterbrung und hat ein bisschen ausgesehen wie ein Wurst, und das Schlimmste, das direkt auf seinem Kopf gelandet. So ein Fraschet, scheit der kleine Maulöff, wen hat mir auf den Kopf gemacht? Aber so kurzsichtig wie er war, konnte er gut keinen entdecken. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Hat ein Tauf gefroht, die grad über den geflohen wurde. Ich? Nee, wieso? Ich mache es so, hat sie geantwortet. Plitsch, platsch, klatsch, als weißen Fichte floppt direkt neben dem Maulöff auf den Boden gefallen. Sein riets Bein wo weiß gesprutzt ging. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Hat ein Pferd gefragt, was grad am Gange war, Wiss zu fressen. Nee, wieso? Ich mache es so, hat die geantwortet. Rums, die Plumps, die Plops, kommen 5 dick, rund Pferdäppel. Hoher Schaf lanscht die kleine Maulöff aufgefallen. Die wurde tief beeindruckt von den runden Äppeln da. Hast du mir auf den Kopf gemacht, hat den Hus gefragt. Ich? Nee, wieso? Ich mache es so, hat die geantwortet. Sie 15 kleine, runde Bohnen lanschte Maulöff und Tore geschossen gehen. Den hat sich gerät, an dem sie schnell rübergesprungen war. Hast du mir auf den Kopf gemacht, hat den Gäs gefroht, die gerade so verdreht stumm. Nee, wieso? Ich mache es so, hat die du geantwortet. Klacke die klack, klacke die klack. Sie lauter Klang, Brung, Knüllerscher an Gras gefallen. Die Hunde Maule so gut gefallen, so schön waren die. Hast du mir auf den Kopf gemacht, hat du Kuh gefroht, die gerade am Gange war, do zu friessen. Ich? Nee, wieso? Ich mache es so, hat die geantwortet. Schwuppdiwupp platsch, also große Brongen, Grängen, Flapp, so just lanschte Maulöff am Gras gefallen. Ho, da waren aber froh, dass die ihm nicht auf den Kopf gemacht hat. Hast du mir auf den Kopf gemacht, hat ein Schwein gefragt. Ich? Nee, wieso? Ich meine so. Platsch die Plumps, also Mülle brungen, Käpchen auf die Wies gefallen. Der Maulöff hat sich Nuss zugehalten. Hu dir mir auf den Kopf wollt ihr grad frohen? A wie mir no kom, hat gesehen, dass da 2 dick schwarz Mecken da sitzen ziessen auf einem Kaka. Endlich ein, die mir weiterhelfen kann, hat sich der Maulöff gedacht. Weißt dir, wem mir auf den Kopf gemacht hat du ganz schnell gefragt. Bleib mal stehen, bzzzt, haben die 2 du gerufen gehabt, bzzzt. Und dann nur einer Zeitchen, oh, das ist ganz klar, bzzzt, das war ein Hund, bzzzt. Ha, hat sich der Maulöff gedacht, endlich wusste, wen es war. Es war den Hans Heinrich, dem Metzler, sein Hund. Schnell wie der Blitz, als der Maulöff Robert Teischen vom Hans Heinrich herabgeklotert. A pling, als
kleine schwarze Würstchen direkt auf dem Kopf vom Hund gelandet. Glücklich und zufrieden, als die kleine Maulöwe am Boden verschwunden. Und das war die witzige Geschichte vom kleinen Maulöwe, die wissen wollte, wen ihm auf den Kopf gemacht hat. Da waren ganz viele Tiere an der Geschichte. Ne? Ich wette, du kennst da ganz viel. Da so wir da mal 2 Stück. Ja, die waren noch dabei. Und ich hoffe, der Maulöwe, der buddelt weiter nach durch den Boden. So, wir sehen uns geschwind mit einer anderen Geschichte. Bis dahin, so ist der Adi.